Servus, Glück auf und frohe Weihnachten und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch. Ja, dieses Mal ein bisschen anderes Video. Wir werden einen kleinen Rückblick aufs Jahr werfen. Wir werden einen kleinen Ausblick aufs kommende Jahr werfen. Ich werde euch ein paar Zahlen vorlesen, für die, die es interessiert. Aber zuallererst wünsche ich euch natürlich frohe Weihnachten, ein paar ruhige Tage. Genießt vielleicht auch die Zeit ohne Fußball, mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Habt ein schönes Weihnachtsfest, habt dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Natürlich alles Gute für 2025. Das Allerwichtigste, bleibt gesund. Und habt weiterhin hier Spaß auf dem Red Munich-Kanal, wo es rund um den FC Bayern geht. Ja. Da wird sich auch im neuen Jahr nichts daran ändern. Leute, ja. Da wird sich im neuen Jahr nicht groß was ändern. Bevor ich aber reingehe in den ganzen Bums, dass wir mal einen kleinen Rückblick werfen und so weiter, möchte ich mich als allererstes mal bei den Kanalmitgliedern bedanken. Ja? Und das angefangen beim Kevin, beim Fernie, beim Blackjack, beim Simon Prier, beim Derda, bei Frank the Tank, bei Dani Loon, Pascal Land, Andreas Heidrich, Tiger Chris, Optimus Prime, Erik from Hell, Silvia, Gerd Spitzer, Ebensing, Pascal, also Pascal Ebensing, Lukas Siebert, Chico, Jürgen Fee, Rolf Tauberger, Adam Torres, Staffel, Magic Jan, Patrick Herkommer, Großer Fratz, Oliver Hannemann, Amadea und Black Samurai. Black Samurai ist der neueste, seit 4 Tagen. Ja, besonderer Dank geht natürlich an die Leute, die hier schon ewig lange Mitglied sind. Die beiden längsten ist einmal Chico, Gesamtzeit 18 Monate, und der Kevin mit 18 Monaten, der Fernie mit 17, und dann haben wir noch den Blackjack 13, dann haben wir noch ein paar mit 10 und so weiter. Ja. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der hier ab und wann oder halt schon ewig lange eine Kanalmitgliedschaft abschließt und ja, einfach damit mich hier ein bisschen unterstützt, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür einfach. Ja. Das ist nicht selbstverständlich und das freut mich sehr, dass ich mit meiner großen Leidenschaft das jetzt hier erreicht habe, was wir erreicht haben. Was wirklich schon krank ist, wir sehen es im Hintergrund, 7.940 Abonnenten, 951 Videos. Wenn wir mal den Blick zurückwerfen, ich habe in den letzten 365 Tagen 5.341 Abonnenten dazu gewonnen. Ja. Wenn man das Ganze jetzt nochmal eins zurücknimmt, 2023 habe ich 2.239 Abonnenten dazu gewonnen. Wenn wir das jetzt mal grob zusammenrechnen, sind wir bei 7.500. Da seht ihr, dass ich dann die ganzen Jahre davor, wo ich den ganzen Bums hier mache, mit 250 Abonnenten rumgeeiert bin. Ja? Das ist natürlich schon wirklich krass. Und ja, vielen lieben Dank dafür einfach. Ja. Und auch ein besonderer Dank an alle auch Nicht-Bayern-Fans, die hier sind. Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Nicht-Bayern-Fans gefällt, was ich hier so mache. Auch da mal vielen lieben Dank dafür und auch mal danke dafür, dass zu großen Teilen in den Kommentaren eigentlich ein guter Umgang untereinander ist. Ja, man hat immer mal irgendwelche Spackos dabei. Das wird sich natürlich auch nicht ändern und das ist halt so. Das ist, Leute, so ist die heutige Gesellschaft, so ist Social Media heute, so ist YouTube heute. Aber wenn man sieht, was auf YouTube für Leute auf anderen Plattformen rumlaufen, dann denke ich gerade, auch weil es um FC Bayern geht, was er schon ein bisschen polarisiert. Ich weiß, ich bin auch ein Typ, der polarisiert, weil er eine klare, starke Meinung hat, die nicht jedem passt. Ja. Dafür ist das echt harmlos, was hier so abgeht in den Kommentaren. Von daher, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Ansonsten mal ein paar Zahlen aus dem letzten Jahr. Also, wie ich schon sagte, 5.320 Abonnenten habe ich bisher hier auf dem Kanal dazu gewonnen dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr 2,5 Millionen Aufrufe auf diesem Kanal gehabt. Was krank ist. Ja,
Was wirklich krank ist, wenn man sich die Zahlen mal vor Augen führt. Ja. Meine Wiedergabezeit in Stunden war dieses Jahr 561.625,2. Also über eine halbe Million Stunden an Wiedergabezeit. Auch das ist absolut krank, Leute. Ja. Das ist absolut krank. Vielen lieben Dank dafür. Wenn ich mal kurz so durchschaue. Ja, warte, ich kann ja mal kurz ein bisschen filtern. Spielanalysen, so Aufrufe. Ja, sagen wir es mal grob, zwischen 5 und 10k. Ja, mal 11, mal 12, mal 17, mal 18, mal 8, mal 3, also grob. Ja, das ist dafür, dass ich 5.000, was haben wir jetzt? 7.940 Abonnenten, ist das super gut. Ja, ich habe also mehr Aufrufe, wie ich Abonnenten habe. Auch das ist völlig fein. Ja. Es freut mich natürlich, sollten wir hier irgendwann mal die 10.000 stehen haben, das wäre schon wirklich krank. Ja. Hätte ich auch nie gedacht, dass das so weit kommt. Ja, hätte ich niemals gedacht, ich habe den Kanal ja dann vor 2 Jahren umgestellt. Das war vorher noch so ein gemischter Kanal, wo ich aber trotzdem schon hauptsächlich Bayern-Content gemacht habe. Aber seitdem ich den Kanal dann umgestellt habe, natürlich auch bedingt durch unsere schlechten Leistungen in den letzten Jahren, ist es natürlich explodiert. Ja, und man hat mich mehr gefunden auf YouTube, man wurde mir vorgeschlagen und dadurch haben sich dann ein paar mehr Leute hier verirrt und ein paar mehr Leute gefällt halt, was ich mache. Und ja, dadurch kommen wir halt einfach an diese Abonnenten und sind schon so eine große Gemeinschaft geworden. Was wirklich krank ist, ja, muss ich mal ganz klar sagen. Also immer wieder, wenn ich dann solche Videos mache wie jetzt, wenn ich mir dann mal, also ich gucke mir die Zahlen nicht an. Ja. Ich bin jetzt keiner, der sich hier, das vielleicht mal zur Info, ich bin keiner, der sich hier hinsetzt und auch nur ansatzweise auf die Idee kommt, ich gucke mir jetzt irgendwelche Analytics oder Statistiken von YouTube an. Hab ich noch nie getan. Interessiert mich auch nicht. Ja. Das ist, und deswegen, wenn ich dann solche Videos mache und dann diese Zahlen hier sehe, ist das absolut krank einfach. Ja. Ist das wirklich absolut krank. Und von daher vielen, vielen lieben Dank dafür, ja, dass hier so ein Interesse da ist. Und im neuen Jahr geht es so weiter. Leute, ja, wir werden den FC Bayern weiterhin begleiten bei den PKs. Es gibt eine Benotung, es wird weiterhin den Taktikfuchs geben und es wird weiterhin montags einen Livestream geben. Ne? Das ist der Plan. Ob es irgendwann nochmal andere Formate gibt oder ein Format wegfällt, kann ich euch noch nicht sagen. Ne? Das ist natürlich immer so eine Zeitgeschichte auch, weil ihr wisst, die Spiele werden nicht weniger. Ja? Wir haben eine Club-WM dieses Jahr auch noch. Ja? Ich muss natürlich auch die Zeit haben und ich muss natürlich auch den Spaß haben, ja, die Lust, das zu machen. Das habe ich immer noch ungebrochen, ja, weil ich mich mit dem FC Bayern täglich beschäftige. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber ihr habt es ja schon mitgekriegt, ich kommentiere eure Kommentare. Video zum Beispiel ist ja schon weggefallen in großen Teilen, ja. Das wird mit Sicherheit wiederkommen, ja, wenn ich da die Lust, die Laune, die Zeit zu habe. Gar keine Frage. Aber vielleicht werde ich es auch nur noch einmal im Monat machen. So, ja, dass ich mir dann aus den Videos, die gekommen sind, die Top-Kommentare rausnehme, die Top 10 oder sowas und werde da ein bisschen drauf eingehen, das weiß ich noch nicht. Ja, Fußball ist immer so ein bisschen tagesaktuell und dann ist es auch schwierig zu sagen, keine Ahnung, ich gucke mir jetzt die Kommentare von vor 2 Wochen vom Spiel an. Das interessiert dann schon wieder keine Sau mehr, weil es einfach aktuell ist. Von daher ist das eher eine Geschichte, die sich eher nicht lohnen wird. Werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Ob es dabei bleibt, dass ich auf Twitch nur streamen werde, kann ich mir aktuell gut vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Das werden wir mal sehen. Ich werde es noch 2, 3 Mal ausprobieren. Ja, jetzt ist ja nur noch ein Stream in diesem Jahr und zwar
Ja gut, wenn ihr das Video seht, war der Stream schon. Ja, das seht ihr hier am 24. Der Stream ist am 23. Ich denke, ich werde im kommenden Jahr die ersten 1, 2, 3 Streams auch noch nur auf Twitch machen. Und dann werde ich gucken, was mir besser gefällt. Auf Twitch ist der Vorteil, dass weniger Leute da sind, beziehungsweise, also es ist jetzt nicht der Vorteil, dass weniger Leute da sind, aber man hat nicht die Leute, die kommen so reingeschossen wie auf YouTube, so, ja, kannst du mal dazu, dann sind die schon wieder weg, dann geht man darauf ein und man geht irgendwie 10-mal auf dasselbe ein. Ne? Das ist auf Twitch ein bisschen einfacher für mich, da kriege ich es auch hin, aktuell das ein bisschen strukturierter zu machen, so dass ich jetzt sage, ja, wir können jetzt über das Thema schnacken, dann sage ich da meine Meinung zu, gucke, ob im Chat dazu was kommt, dann gehe ich darauf ein und dann gehe ich ins nächste Thema rein. Ja. Das ist also alles ein bisschen strukturierter, wie es dann auf YouTube ist, wenn der Chat so durchrattert. Und ich versuche auf jeden, der da irgendwas schreibt, drauf einzugehen. Ja. Und du hast natürlich auf Twitch weniger diese Ballerbieren. Ja, die halt gerade, wie ich gerade sagte, die halt einfach mal reinjoinen. So, wirst du natürlich auch immer mal haben, dass da mal einer, zwei sich verirren, aber nicht so wie auf YouTube. Ja, und von daher hat mir das jetzt bei den letzten beiden Streams echt gut gefallen, muss ich sagen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie ich es mache. Ich werde natürlich, für alle das nochmal zur Info, ich werde ihn natürlich dann auch komplett nochmal exportieren auf YouTube. Beziehungsweise dann das rausschneiden, was auf YouTube nicht gezeigt werden darf. Weil der andere Vorteil auf Twitch ist, wir könnten uns halt einfach auch mal irgendwas anschauen, was man sich auf YouTube jetzt nicht live anschauen könnte. Ja, das geht auf Twitch halt schon. Ja, werden wir sehen, in welche Richtung das geht. Ja, ansonsten habe ich jetzt nichts geplant, was sich hier groß ändern wird. Ja. Wie gesagt, vieles ist halt echt der Zeitfaktor bei mir. Ich hätte natürlich noch Ideen, was man noch machen könnte, auch in Bezug mal wieder mit dem einen oder anderen von euch, aber ja, der Zeitfaktor ist halt einfach das, was reinkickt, wenn der FC Bayern alle 3 Tage spielt. Ja, ihr wisst, pro Spiel sind es 4 Videos. Ja. Wo ich noch die Kommentare auch noch eben mal gemacht habe, war es 5 Videos. Also die Zeit muss man halt auch erstmal haben. Ne? Aber gut, wir werden sehen. Mein Spaß ist ungebrochen. Auch wenn mich, ja, dieser Kampf gegen Windmühlen habe ich ja schon mal ein bisschen erzählt, kann ich ja noch mal ganz kurz darauf eingehen, so bei manchen Kommentaren, bei Leuten, die sich angegriffen fühlen, bei Leuten, die über meine Benotung sich am Kopf fassen, das nicht verstehen und so weiter. Alles gut. Ja, das kann ja auch jeder, das muss keiner so sehen, wie ich das sehe. Ich freue mich ja auch immer, wenn ihr eure Benotung reinschreibt, um da einfach mal den Unterschied zu sehen. Ja, aber vieles ist halt einfach, habe ich ja schon mal gesagt, ne? Viele Leute fühlen sich angegriffen von irgendwelchen Aussagen, die ich treffe, obwohl was habe ich mit den Leuten zu tun, Alter? Ja? Wenn jetzt einer mir in die Kommentare schreibt, boah, Sané ist Note 1 für mich und ich sehe den bei Note 5, ja, dann fühle ich mich doch nicht angegriffen. Dann denke ich mir, ach du Scheiße, der Typ hat keinen Plan, ja? Genauso wie er das von mir denkt. Aber da fühle ich mich doch nicht angegriffen oder sonst irgendwas. Ist doch völlig fein. Ja? Wenn er das so sieht, dann respektiere ich das, das ist seine Meinung und dann ist das gut für mich. Ne? Das wäre schön, wenn das der eine oder andere auch hinbekommen würde. Auf der anderen Seite, wenn man dann mal Bock hat, ja, sich ein bisschen aufzuregen, ein bisschen Frust abbauen möchte, ja, dann nimmt man sich einfach mal so ein paar Jeni-Kommentare vor. Ne? Das ist immer der Vorteil. Man hat ja auch ein bisschen Spaß dann da dran. Ne? Gut, Leute, das ist schon wieder viel zu lang geworden, wie es eigentlich werden sollte. Ich wollte euch eigentlich nur frohe Weihnachten wünschen, eine gute Zeit und mich dafür bedanken, dass ihr den Kanal hier so vorangebracht habt und euch einen kleinen Ausblick geben, beziehungsweise einfach nur sagen, dass es weitergeht wie gehabt. Und natürlich auch, Leute, ja, auch an alle Ballerbieren hier in den Kommentaren, ja, die das einfach immer noch nicht verstehen, die sich persönlich angegriffen fühlen. Leute, ich wünsche euch auch frohe Weihnachten.
Ich wünsche jedem frohe Weihnachten, ja, auf diesem Planeten. Habt eine gute Zeit, kommt runter und vielleicht nochmal abschließend, wenn es euch gut tut, irgendwie in den Kommentaren auf mir rumzuhacken, dann macht das ruhig. Ja, alles ist gut, Leute. Wenn es euch dann dadurch besser geht, ist das für mich auch völlig fein. Ich habe da kein Problem mit. Na, lasst euch aus, gönnt euch. Wenn es über die Stränge schlägt, wird er ausgeblendet, aber ansonsten feuerfrei. Das ist für mich völlig fein. Und in diesem Sinne, Leute, habt eine gute Zeit. Der eine oder andere sollte ein bisschen mal selbst reflektieren, was ich auch immer tue zwischendurch. Ich schlage ja auch öfter mal über die Stränge, wenn es um Fußball geht. Aber Fußball ist nun mal eine emotionale Geschichte, das gehört dazu. Und ich glaube, das ist auch so das Thema, warum der Kanal so erfolgreich, wenn man das erfolgreich nennen kann, das muss ja immer jeder für sich definieren. Für mich ist es erfolgreich und ich glaube, das ist der Grund, warum der Kanal auch so erfolgreich ist, weil ich mich da nicht verstelle für irgendwas. Ja. Wenn ich enttäuscht bin von der Mannschaft, dann spiegelt sich das in der Spielbewertung wieder, dann spiegelt sich das in der Benotung wieder. Und so soll es ja auch sein, ne, denke ich. Gut, Leute, bevor ich mich jetzt wieder verquatsche, Feierabend jetzt. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein paar ruhige Tage. Habt eine schöne Weihnachtszeit. Vielen lieben Dank an alle, die hier Abonnent sind, die Kanalmitglied sind, die mich sonst wie unterstützen. Habt Dank dafür und ja, wir sehen uns mit Sicherheit im neuen Jahr spätestens. Vielleicht vorher, vielleicht gibt es noch mal die eine oder andere Meinung zu dem einen oder anderen Thema. Wir werden sehen. Leute, haut rein. Bis dann. Rot-weiße Grüße. Tschüssi.